Bonjour bei Meesch TV an eiser eichter Mission vum Joer 2023. An dofir wëlle ich mal direkt alles Gutes fir das Joer wënschen an alles wat de brauch as am Fong Gesundheet. Wir gucken fir 2023 unzufänken, aber nach ein Keer ganz kurz zurück op 2022, und zwar op dat wat so an der Gemeng geschafft gouf. An dann gucken wir auch direkt noch 4 op dat Neutjahr. Wir haben den Rick an Ausblick mam Meescher Bürgermeister Michel Malherbe gemacht. Projekte sind vier gegangen an Schmengen wir können neue zu stolz sind, dass wir als zum Beispiel als Maison Relais komplett fertig schon müssen als Brasserie de Michel, die auch komplett fertig ist, münden Käfisch, Vergrößerung von Käfisch, die auch fertig ist, wenn wir Sommer der rechnen, das sind aber schon ein paar Millionen, die verschafft gehen. Wir haben sobald, gebe ich behaupten, für ein Congé kollektiv, wo wir auch nach Doven im Krönenberg die Extension für den Tischtennis vorrecken, auch fertig. Das sind aber Projekte, die da sind und die aber viel darum geschafft sind. Nee, den Hauptprojekt, den das hat das Jahr angefangen, wir sind noch nicht fertig. Das wird ja aber, ich denke, dass das nach 3 Jahren dauert, dass das ein Projekt schon zusammen wird, das Schiedfrieden aber weiß, das heißt Primärschule, die mit 35 Klassensälen plus 25 Klassensälen an eng 10 Nebenklassen mat enger Schwemm, mat enger Turnhall, die awer rund 60 Millionen wert kachten. Wir haben also gute Weh, wir sind immens stolz und froh, dass wir am 6 Monate am 4 aus sind, dass immens gut 4 kommen. Wir hatten keine Überraschung, außer der Prix und der Energiepreise, aber sonst kommen immens gut 4. Was Gemengen überlegen, ganz klar, das wird dann das Leshaus sein, wo dann als Archiven von der Gemeinde mit drankommen und noch als Geschichtsfreund neue Sitz kreieren. Die Projekte werden auch als 12 Millionen kosten, den das dann der Villa Faber. So ein einfach ganz historischen Punkt, wo man auch Dreckerei Faber ja zu mir nicht unbekannt wäre. Was auch ein Projekt ist, ich meine, die nächste Jahr wahrscheinlich fertig, das ist ein kleines Museum, das zu Meesdorf ist, dem wir immer schon ewig versprochen hatten, für als Pompiers Wesen zu gedenken und auch zu wissen, all das Material, was mir von 1933 schon, das mir schon halt versucht, wo Leute so richtig darauf aufgepasst haben, dass wir die können auch an einem anständigen Rahmen zur Verfügung stellen. Was leider fertig ist, aber wer du gefangen sind, das Grand Duchesse Charlotte. Ich meine, die sieht ja, wie schön also die Grand Duchesse Charlotte Kinders. Ich meine, wir haben Beam dran, wir haben Parkplätze. Kann ich noch Parkplätze hören, wir haben noch Geschäfte, die neu da abmachen, die sich darum interessieren. Aber wir werden höchstwahrscheinlich pro Chaussee werden die Brick machen, die Eisbrick müssen neu machen. Und da werden wir Probleme mit der Zirkulation haben. Aber ich meine, da muss ich wieder durch. Das ist auch ein Projekt, den als Wert ganz mich auch impactieren. Und dann ein Projekt, den wir nicht viel darüber schwätzen oder so, wo wir aber hoffentlich nächstes Jahr die letzte Autorisation kriegen, das ist der größte Summit, die größte Industriezone. Ich meine, für mich ist das ein Projekt, das ist die gleiche Sicht, das heißt, wir werden auf 23 Hektar neue Geschäfte, Leute kriegen neue Industrie, darauf geht Lichtindustrie, Artisanalen. Das machen wir selbstverständlich mit der Gemeinde Lünchen und Lorenzweiler, wo wir ganz gut zusammenarbeiten, wo Schiedfrieden den selbst einen Strang zieht. Das auch ein Projekt, wo wir auch ganz stark werden weiterschaffen, das ist der Sportkomplex. Die wisst ihr, dass wir auch schon Ideen an Austausch und auch die Idee tun, dass der ganze Sportkomplex von unseren Vereinen um Meersche Birch könnt, auf der längsten Seite vom Topaz. Da haben wir 9 Hektar zusammen gekauft, die der Gemeinde gehören. Und da werden wir dann 2 Sportsäle bauen oder eine Doppelsportsaal mit allen verschiedenen Sportarten, die heute zu mir sind. Mit 2 Fußballterrain, Tennisfeld und so weiter und so fort. Da schaffen wir, und das wird ein ganz teures Projekt, weil das kriege ich schon gesagt, 100 bis 120 Millionen. Ohne zu vergessen, was nicht ein direktes Projekt ist von der Gemeinde mit Trief de Lazette, wo da 1100 Wohnungen kommen. Da seid ihr auch den Ende vom Tunnel, sie werden auch aufhängen.
Straßenbau und den Parking von der Reisebund gëtt jo da méi aweit, an da wär dat ze loser los vir goen. Mir Schwätzen vun 1100 Wuningen, mir Schwätze vu 2000 bis 2500 Leiit. Mir wësse noch, dat als Infrastrukturen bis momentan gut durchhalen, méi de neier Projekt, de och hunn, dat wär de neier Wasserbasing sinn zu Bering fir genug Wasser ze hunn, de me och fährte mat der Gemeng Lënschen zu Summe machen, fir dat déi och eng zweet Reserve vun an de Basing ass geplant op de Säit vu Bering en ënnerdichen Basing vu 4000 Meter kipp, dat ass och Zukunftsmusik méi dorunne schaffen och. Me hunn jo duch d Pandemie hunn jo gemerkt, dat mawer 2 Joer oder 2,5 Joer sech ball nimi getraut fir en an Daen ze kucken. a mir hunn als Chef oder Gemengerot will dat awer ha soen. Gesot mir Mäne lorem bësse fester Datei mirch ass keng Schlofgemeng mir ass Nöbel vum Land, an mir werte noch soviel feste organiséieren erkreieren, so lang mir bien entendu als Vereiner als mat hëllefen, well ich der Uni sie geet net Gemeng ass schon do fir nusto ze ginn, mir breuen Volontären, mir breuen Vereiner fir du mat ze hëllefen. An ich noch froher stolz so, dat mir an die iwwer 100 Vereine hunn, an dat de Gro awer Preser rief fir ëmme Matze gestalten a Matze schaffen. An ich denke nun als ganz flotte Kirmes, ich denke nun als ein Krischmerk, ich denke nun als Braderien, dat sie Sachen, die einfach se gleiche sichern. Ich rappelieren zum Beispiel, wie wir eine Krischmerk hat man über 3000 Leute, und das war richtig, richtig flott. Das aber deutsche mein größter Wunsch, dass Value du hast kein Zweifel, mir hunn die großen Parteien, die 4 Parteien, die sich momentan am Conseil repräsentiert sind. Ich weiß nicht, ob eng einer nach dabei können, aber wir hunn eng exzellent, gebe auch um so ein Sängungsgleiche sicher geht, wo wir eng immens gut zusammen haben, wo wir sichern, wo wir die Leute informieren, wo wir dienen, wo wir als Opposition, also ich kann mal nicht so eine Opposition als Confrère, als Conseiller, ich meine, wir sind alle Kolleginnen und Kolleginnen. Und da werde ich auf jeden Fall ein Point d'honneur darüber, dass es so weitergeht. Ich rappeliere, dass schon noch merci Millionen de Budget gestimmt. Ich habe am letzten Conseil für das Jahr, an dem das unanim gestimmt ging, das ein Zeichen, dass wir als erstens gut verdrohen, zweitens in die Männer trauen, an der doch der Position, wenn ich dazu muss nennen, auch herausgefunden hat, dass wir alle ganz wichtige Projekte, die alle in die Männer zur Zufriedenheit werden herstellen. Ich wünsche euch alle ein ganz schönes neues Jahr. Bleibt gesund, genießt Leben. Das ist immens wichtig, dass ihr das Leben genießt. Wenn ihr heute das Radio oder Fernsehen guckt, merkt ihr immer, dass alles schlecht, dass es nicht gut ist und dass es nicht mehr flott zu leben. Aber ich schon nicht, das flott, das immens Schönheit zu mir zu wohnen. Profitiert davon. Ich wünsche euch alle eine ganz gute Gesundheit. Ein ganz gut in die Männer können zu schaffen, Kommunität mit denen, Schweiz mit denen. Und wir haben gesehen, wir werden das Jahr 23 ein ganz flott Jahr haben für hoffentlich als Land und auch als Gemeinde. Alors, à mes concitoyens francophones, je leur souhaite à tous une excellente année 2023. Je leur souhaite plein de bonheur. Encore une fois, je dis, comme je dis chaque fois, essayez de communiquer. Intégrez-vous avec nos collègues luxembourgeois, vos collègues luxembourgeois. La commune de Mersch est ouverte à toute proposition. Nous serions heureux de pouvoir avoir une communauté très soudée. Et travaillons ensemble, communiquons ensemble. Et je vous garantis qu'on a une très belle année 2023. An den Wunsch vom Bürgermeister schließen wir uns gerne nach ein Kehr un. Lo sprang wir dann aber nach ein Kehr rund 150 Jahre zurück an interessieren als für einen Mann, den ähnlich wie mir hier bei Mirsch TV mit der Kamera NRW war, demals nicht für bewegte Bilder, sondern für Fotos zu machen. Den Ottmar Hansen ist 1871 zu Mirsch auf die Welt gekommen, am Haus, was den Namen von seinem Großpapa a Bosquet. Und dadurch gouf aus dem Ottmar Hansen dann noch später den Bosquet, den Meisterfotograf von Mirsch.
Die Mierscher Geschichtsfreunde, die haben sich ganz speziell für den Bosque interessiert und präsentieren nach bis den 5. Februar eine ganz flotte Ausstellung am Mierscher Kulturhaus. Er selber war Fotograf, aber zur selben Zeit hat er Theater gespielt, er war Regisseur und er war berühmt für seine Gag-Reihen, die er gemacht hat. Und dafür hat er sich, wie wir die Vernissage hatten, also ein Dächen, der Felix Teichen, auch so etwas noch gemacht, an dem er heim am Velo rankommt. Ein Velo aus der Zeit vom Edmund Hansen und sich den Bosque durchgestaltet hat. Wir gesehen hier ein Kehr als Jugendlichen und dann Herr Noah im späteren Alter mit seiner Familie. Er hat 3 Kinder. Seine Frau hat er da ganz flott 1907 ganz viele Leute gesagt, wir kennen den Bosque nicht mehr. Er ist 1941 gestorben, das ist relativ lang hier. Und dafür haben wir die Ausstellung gemacht, für uns den Mann zu erinnern, auch an die Zeit, weil uns sich bei alten Fotos, die wir haben, zwischen 1900 und 1940, stammen von ihm. Hier hat er davon gelebt, das heißt, wir haben da Fotos von Hochzeiten, von Kommunionen, von Diamantenhochzeiten, Passfotos und dann die Zeit hauptsächlich viel Postkarten. Für dich man müssten den Tri von der Foto gemacht gehen, weil das mal hier an der Ausstellung und das eigentlich just aus der den Echantillon gehen noch viel mehr Fotos, die der nicht mal Hanse gemacht hat. Und für uns war das wichtig, für zu gucken, für die Fotos rauszuholen, die am meisten aussprechen, oder wo wir mengen, dass sie am meisten aussprechen. Und wir haben dann sind wir hingegangen und wir haben vu, dass das wirklich eine gute Qualität war, die der Hansen Demos schon produziert hat, sind wir hingegangen und wir haben aus den Originalrummen das Original herausgeholt und Nummer heisch ablesend scannen gemacht. Und das ist das, was ich hier gesagt habe. Dafür ist alle Fotos selbst angeräumt, die einen sind groß, die anderen sind klein. Seine Qualität war ganz groß, also das bekannt erwähnt. Aber wir haben noch ganz viele Leute, die mit ihm zusammen geschafft haben. Wir haben auch ganz viele Bücher, Fotos von ihm, illustriert zum Beispiel an der Z. Für die hat er auch geschafft. Der wir nicht vergessen, der gute Mann hat davon gelebt und hat also müssen für jeden, den er gefragt hat, Fotos machen. Wir wissen doch interessanterweise, was seiner Zeit so ein Foto kostet hat. Ich finde mich noch am Nolass von meinem Großpap, das war ein paar Zufall, wenn ich große kleine Zettel fand von 20 Franken und dann hat man Hans auf mir überweisen, das war 3 Wochen oder was man sonst 2 Monate, ich weiß nicht mehr genau, das Datum, nachdem es natürlich drüber war, hat er dem Foto bezahlt. Das war ein stolzer Preis in der Zeit, 1923 Franken. Und wenn all die Herren da 20 Franken hat, dann hat es sich rentiert, weil der Mann hat sich auch davon gelebt. Das ist natürlich auch so, dass die allermeisten von uns am Verein dann nicht ein bisschen schon so sein Lieblingsfoto als Datei als freier Spieler von der Mariska. Als das ein Foto auch von Edmund Hansen gemacht, es sind 11 junge Männer dort zu sehen, die hier Uniform, die echte Uniform unhun diese Demos hatten, die war Demos auch schon gelb-blau. Das Ball gesagt den eben FCM, FC Mariska 1908 mit Foto als aber recht eher mich spät gemacht gehen 1909. Der Verein ist 1908 am April an der Krommische Vogtei gegründet gehen, das an der Wiesestraße von den Raffiert direkt auf der linken Seite an der Scheier. Und dafür aus den FC Mariska ein von den ersten 12 Vereinen hier im Land, den existiert hat. Und da sind noch verschiedene Möglichkeiten, Faber Franz, den Faber Guy, wir haben den Harry Schwarz, der ein Star war von der Equipe.
die Foto, die als Menges errichtens nur eng von den bekanntesten und populärsten Fotoen, die Sängerzeit, sie bedeckt die Foto aus 1903 gemerkt haben, Sängerzeit von der Jücht gemerkt haben. Das ist verschiedene Gründe, weil erstens eine ganze Reihe interessant und prominent Leute auf dem Bild sind und zweitens, weil das am Kader gemerkt hat, Sängerzeit war bei den Land Schwingsplo wirklich ein großes Problem. Und die großen Buschbesitzer, die hatten alle Interesse daran, dass sie nicht alle guten Tag Klo von den Bauernkuten wir mussten auf die Schwein gehen. Einer von denen populär und denen interessantsten, aber wahrscheinlich auch den prominentsten, den damals dabei war, das ist den Herr Hay, das war der frühere Staatsminister von Blochhausen. Die wirken global, wie wenn sie nach verlieren. Sie haben hier eine Reihe Fäsche gelöst, wo sie das Schwein mit den vielen Patten drüber gesagt haben, dass sie praktisch all gut Maul lob, aber wenn der ganz gut guckt, sieht den ganz guten Woche nach, haben sie denen ein kleines Pölchen an den Schnuss gestacht, für das Maul soll abbleiben. Und so sehen sie global aus, wie wenn sie gehen nach leben. Das ist schon ein bisschen exceptionell, das wird auch heute noch gemacht, aber so nimmt ich mit dem Opfern da, das ist ganz klar. Das gehen wir vielleicht heute nicht so gut um, wie das damals nach der Fall war. Allein iwwer das Foto vun der Jucht kenn den stundelang schwätzen an den Jean-Marie Sinner huet als am Interview auch nach ganz viel Detailer gezielt, die awer leider de Kader vun als Remission Heilo géfen sprengen. Dat soll ihr awer net vun der Ofallen all die ganz flott an interessant an witzeg Detailer gewur ze gin. Dafür gimmer ich Rendevous den nächsten Donnerstag, den 19. Januar, fir eng ganz interessant Konferenz mam Titel Wëldschwei-Jucht am Reckener Bëch 1903. Dat ass 12:30 Owes am Meerscher Kulturhaus und da kriegt dann wirklich alles über die Jucht erzählt. Die Ausstellung u sech ass dann auch nach op vun Montags bis Freitags vun 2 bis 5 Uhr an Haut, also den 15. Januar, und dann noch einmal Sonntags den 5. Februar an Präsenz vun de Geschichtsfreund vum Meersch. Los Dich den Boskine den Goen, et ass wirklich der Wert. A vum Wëldschwein dann noch kurz bei dat normal Vierkel, dat zerwehrt den FC Mariska, also de Meerscher Footballierch den 21. Januar an der Hal Irbecht zu Biering. Umellen könnt ihr nach bis den 20. Januar. Und es gibt natürlich auch eng vegetarisch Alternativ zum Schwein, respektiv auch eng Boucher. Ich wünsche euch schon einen guten Appetit, also ein Merci für heute, no gucken an bis geschwind.